Das Lied heißt, ich weiß zwar nicht, was mir die Zukunft bringt. Ich weiß nicht von, was erst morgen sein wird. Ich habe das Lied gedichtet, als ich noch nicht verheiratet war. Ich habe mich 1980 verheiratet, so das ist 41 Jahre zurück. Und dieses Lied habe ich meiner Oma gesungen. Und meine Oma ist 1975 gestorben. So, das ist schon ein sehr altes Lied. Ich habe das gedichtet, aber weil ich schon so alt bin, ist das Lied auch alt. Aber es ist immer noch ein Lied, das ich von ganzem Herzen singe und das davon zeugt, was in meinem Herzen ist. So möchte ich es mit euch teilen. Ich weiß zwar nicht, was mir die Zukunft bringt, und ich weiß nicht, was wird erst morgen sein. Ich kenne nicht den Weg, der vor mir liegt, doch will ich, Herr, in dir geborgen sein. Herr, leit mich du mit deinen treuen Augen, Herr, führ mich du an deiner starken Hand. Herr, leit mich du mit deinen treuen Augen und führ mich heim in jenes obre Land. Geht auch mein Weg durch dunkle Todestäler oder führt mein Pfad auf schönen lichten Höhen? Ich weiß zwar, Herr, dass du bist immer bei mir. Folg ich dir nach, kann ich nicht irre gehen. Herr, leit mich du mit deinen treuen Augen, Herr, führ mich du an deiner starken Hand. Herr, leit mich du mit deinen treuen Augen und führ mich heim in jenes obre Land. Wenn Freunde mir auch feindlich sollten werden, wenn ich verachtet bin in dieser Welt, wenn Schicksalsschläge Armut sollten bringen, das Glück im Herrn ist mehr denn alles Geld. Herr, leit mich du mit deinen treuen Augen, Herr, führ mich du mit deiner starken Hand. Herr, leit mich du mit deinen treuen Augen und führ mich heim in jenes obre Land. Werk 3 in unserer Sonntagsmorgens Bibelbetrachtung sagen wir in Gottes Wort, dort David sich verstärken muss. Woran muss David sich verstärken? Ja, so König soll wohl am Anbringen. Und der wird nicht bloß Davids König, aber dort wir auch sein Schwiegervater. Der will am Anbringen. Und als David vielleicht weiß er nicht, wo er hin soll oder was er tun soll. Und er verleiht.
hat erst nicht wirklich zu Gott darüber gebetet, er verleiht. Und wohin ging er? Er hat kein Schwert mit sich, hat kein Eten mit sich, und er will somewhere haben, Haupt zu kriegen. Wer weiß. Wenn sie nur mal ein Wettsportler sein, Ahimelech nicht, aber wer wir hei? Ich soll die Latten bewegen, aber keine wird kommen durch. So. Ich nehme an die Hand und würde nicht sagen, das ist ein bisschen scheu von der ersten Mal. Das tut nicht. Der war der Priester, nicht? Hohe Priester damals, Ahimelech. Und Ahimelech früher haben sie es, an mir wird, woran bist du gekommen? Warum hast du den Schwert nicht gemacht? Woran alles so pleitsch? Und David sagt, der König sagt, wir haben eine ganz besondere Mission, was er tun soll. Und deswegen muss er so schön weich, hat nicht Zeit, ein Schwert mit sich zu nehmen oder Eten mit sich zu nehmen. Und über wie das die Wahrheit? Ne, er lügt am Pferd, nicht? Und okay, Ahimelech hat ihm dann auch geholfen. Aber was wird das Resultat dann, die Folgen von Davids Liebe, was er hier sieht? Ja. Ahimelech, und was sagt Gottes Wort? Wie viele von den Priestern wurden umgebracht? Das haben wir das verstanden. 85. Das wären 85 Priester, die Eva drüben, die an den Tag umgebracht werden. Und auch dann viele von den Kindern in Frühes wurden auch umgebracht. So da können sicherlich bei 300 Menschen gewesen sein. Aber von den Priestern wurden 85 umgebracht. Und David sah, was von den Folgen seinen Sinn brach. Und dann von da wieder hat er sich an sich geschlossen. Von da wieder wurde er erst eben eine Sache beten, handeln wird. Und dort weit wie, wo wir von der Warte sein, dort sei nicht einmal alles ganz recht. Ja. David hat es nicht leicht an den Jahren, wo er sich für eine Wildnis verstärken muss. Und wir werden von der noch ein Ereignis sehen, da wir in 1. Samuel 25 fingen, wo uns weiter wiesen wird, wo schwer diese 6 Jahre für ihn im Wildnis wären. Aber all wir diese Kapitel durchnehmen, wo wir den Kontext ans Texten mit betrachten. An den Jahren, wo David sich verstärken muss, wie Saul am Hingeron wir, muss er ständig von einer Stelle im anderen tragen. Dort wie auch für ihn nicht leicht. Und wenn 1. Samuel chronologisch geschrieben ist, dann passiert ans Haupttext, nur dem David Sauls Leben zum ersten Mal verschont hat. Und wir wissen, wo Saul dann David für eine Zeit lang Tag leid, nur dem er sein Leben verschont hat. Und am Anfang von Kapitel 25 sagt Gottes Wort uns, dass Samuel starb. Samuel starb und alle Israeliten kamen taub und trüerten für ihn. Und sie begruften ihn an sein Haus in Rama. Samuel war Davids Freund. Er war Davids Lehrer. Auf Englisch würden wir vielleicht sagen, sein Mentor. Wenn David Ruth fehlt, hat er könnten umgehen. In Kapitel 19 zum Beispiel lesen wir, wo David nach Samuel ging, als er das erste Mal vor Saul fliehen muss. Und wo Samuel Davids Leben von Saul dann trat. Nu, wir sind Freund weich. Und Ahimelech wie auch weich. Wir können uns feststellen, dass sein Tod, Samuels Tod für David sehr schwer war. Samuel wird der am dem zukünftigen König gesalbt hat. Und nun ungefähr 15 Jahre später wird Samuel weich. Und David wird noch einmal nicht König. 15 Jahre, wenigstens 15 Jahre hat er all gewartet, König zu werden. Und er wir noch nicht. Und es steht König zu sein für Stärke sich an der Heilen. Und wenn diese Dinge Davids Leben nicht schwer genug mögen, muss er auch noch seine 600 Männer in der Familie leben. Von wo soll er Eten und Butter für so viele Menschen finden, während er sich an Heilen verstärken muss?
In 1. Samuel 25, Vers 1 lesen wir dort, als Samuel starb, dann ging David in die Maon-Wildnis. Was will er tun? Weil ein Bibelforscher erklärt, die Maon-Wildnis hat große Flächen natürlicher Wert, der die Menschen, die so ram wohnen, für ihre Feu und auch Schub brücken würden. Aber an der Gegend wird auch sehr viel Reba, was Feu und Schub stehlen deuten. Und indem sie die Schub und die Holz beschützten, können David und seine Männer ihre Lohn verdienen. Normalerweise würden die Igendeimer stehen, David und seine Männer mit Geld oder mit Eten betulen. Und in unserem Text lesen wir, dass David und seine Männer Krieg dort auch für Nabal deuten. Gottes Wort sagt uns, dass Nabal sehr gut auf wir. Uns wird sogar gesagt, wofür Schub er eigenen deuten, auch wofür Cousin er hat. Nicht die plottische Cousin. Oder englische Cousin soll ich sagen, die plottische Cousin. Nicht? Der hat 3000 Schub. 3000 Schub und 1000 Cousin. Und David dachte, wenn seine Männer Nabals Schub in Holz von Rebe und andere Sorten davor schützen würden, dann würde Nabal an Lute sicherlich dafür belohnen. Kriegst du es heute die Wand wir. Nu will ich, was die Verse Worte für uns lesen. Das muss ich der Plotitsch lesen, das sind die Verse 4 bis 9. Verse 4 bis 9. Und du so sagst Gottes Wort uns. 1. Samuel 25, Verse 4 bis 9. David hier durch in der Wildnis dort Nabal beim Schub scheren wir. Dann schickt David 10 junge Männer und sagte an, gut ne Karmel, nun Nabal, und greist am von mir, sagte am, magst du Frieden in Erfolg haben, du und deine Familie, in alles, was du hast. David hier dort deine Männer Schub scheren deuten, und unsere Männer sind mit deine Holz gewesen, wir haben an keinen Schuden euch tun, und sie haben nichts verloren. Die ganze Zeit, dass sie in Karmel wären, Frau an. Und die wollen die dort selber sein. Wir sind an ein Fasttag gekommen und fragen, ob du uns was tun willst. Ja, bitte, was du so reut hast, für die Männer und für deinen Freund David. Und David, seine Männer gingen und sehen Nabal, was David an abgegeben hat. Und was sagt Nabal dann dazu? Und wo fingen wir in Vers 10 bis 12? Vers 10. Nabal sagt, wer ist David? Und wer ist ihn sehen? Du sind von der und nach viele Männer, die sich von ihren Haaren losmerken. Soll ich von dort Brot und Wute und Fleisch, und ich für meine Schere reitgemerkt habe, und dort ne wem geben, wann ich nicht mal weit wer dort ist? Und David seine Männer gingen weiter, trainen David und vertauten am, wo dort gegangen hat. Was glaube ich? Hat Nabal wirklich nicht gewusst, wer David war? Er frug, wer ist David? Hat er nicht gewusst, wer David war? Sicherlich. Hat Nabal seine Deine am wirklich nicht verteilt, was David und seine Männer verandeuten? Sicherlich. Sicher ward am das gesagt. In einem Bibellehrer schreibt, Nabal lehnte Davids Bitte auf, seinen Männer Eten zu geben. Und vielleicht sei wir nicht verordig mit, was Nabal hier deut, wie es unsere Sitten von der und Tag so anders sind. Diese 10 Männer, was würden wir tun haben? Wenn 10 Männer nach uns kommen würden, Männer, die für uns mal ihr schuften oder was immer, und die sagen, Kimmel, nie weil wir betult kriegen. Was würden wir damals, oder was würden wir in so einem Lehr tun? Nabal hat könnt betulen. Er hat genug Geld, er hat genug Sachen. Unsere Sitten sind von der und Tag über so anders. Aber damals wird es Pflicht, Reisende zu verpflegen, kriegen und wofür du auch wären. Von der und Tag ist es anders. Nabal wird gut auf und hat könnt David und all seine Männer leicht Eten genug geben. Und dann sagt es Bibellehrer, zweitens, David und seine Männer wären nicht bloß arme Prachasche so was eine Almosenfrauen deuten. Sie deuten alles, was sie können, um Nabals Schub und Holz zu schützen. Dort Nabal so wohlhabend wird, dort er so reich wird, zum Teil, wegen Davids Männer seine Sachen beschützten. Die hatten für Nabal schwer geschafft und nu wollen sie bloß betult kriegen. Das ist alles. Hör mal, was ein von Nabals Herz über Davids Männer sagt. Das wie ein von Nabal seine Arbeiter. Was der Nabal dann sagt,
Vers 15 und 16. Doch die Männer, Davids Männer, die wir sagen, Gott zu uns, und wir haben keinen Schuden gehört. Die ganze Zeit, als wir ab der übende Stab wären, und die mit uns wären, als uns nicht gekommen. Sie beschützten uns Tag und Nacht für die ganze Zeit, dort wie mit an Taubi angeschub wären. Wie eine Sache für ein Zeugnis. Und so sich alle sehr hat David dort sei schwur an den Jahren, wo er an der Wildnis wohnen muss. Und kurz nur dem, dort sein Freund Samuel starb, kamen seine Männer drei von Nabal und verteilten wo dort an durchgegangen wir. Und David wir also sei Ruf. Und dann det noch, sein Mut wir nu fall. Er hat nu genug. Vers 13 sagt. Und David sagte seine Männer, nu schnallt ein jeder sein Schwert an. Und ein jeder schnallt sich sein Schwert an. Und David schnallt sich auch sein Schwert an. Dann nahm er bei sich 400 Männer mit. Das ist nicht nur David, der dort. Und dann in Versen 21 und 22 lesen wir, was David am Sand hatte. Und er sagt in Vers 21 und 22, das sagt er zu seinen Männer. Ich habe diesen Mensch, diesen Nabel, seine Männer, und alles, was er in der Wildnis hat, umsonst gehört. So dass am nicht weggekommen ist von alles, was er durchhat. Nu hat er mich schlechte Treue getut für das Gute, was wir am deuten. Möcht Gott mich bestrafen, wenn ich nicht diesen Morgen all seine Männer aufschaffe. Liebe Geschwister, ist das uns auch mal passiert? Vielleicht nicht so euch, aber ich habe auch an Tiden denken, wo wir dort schwor hatten. Wo dort schien, dort mehr alles, was artig gut können, artig ging. Und dann ist vielleicht noch was dazu gekommen. David seine Wirt in seinen Plan Nabel zu bestrafen, gegen ganz gegen seinen Charakter. Dort weit wir als Bibelleser. Das wird der selbe David, der kann ich soll nur verschont haben, soll wir Anhänger an. Und nu so handeln, David? Davids Mut wir fall. Und wir sei nicht abhossen, da kein sin euer Rüd. Ist das ans Mut passiert? Ich habe auch in so eine Tiden denken. Vers 14 sagt, über ein von Nabel seine deine Genkne Abigail, Nabel seine früh und seht harchemol, David seine Männer kämen von der Wildnis und begrüßten an seinen Herrn, aber er schamte bloß ut. Vers 17. Vers 17, Nabel seine Männer seinte Abigail, nu denkt die dort Eva, was die daunen sollst, das kann schlimm sein für unseren Herrn und für all seine Menschen. Was hat eine Abigail damit zu tun? Rennreich nicht. Aber der Mann gegen den Ar. Denk du darüber nur, was du tun sollst, um diese Sache zu leisten. Und was da sei? Verse 18 bis 20. Dann spaut Abigail sich und lud 200 Brotjes und 2 Laders voll Wien, 5 geräute Schuppen, 5 Pingel geräuschte Getreidekerner, 100 Pongels Rosinen und 200 starke gepraste gedriede Figen ab Esels. Und sie sehte ihre junge Deiner gut je vorab und ich war herankommen. Aber ihren Mann Nabel seht sie durch nichts von. Abigail reit ab ihren Esel und so ging sie David entgegen. Und als sie Raum eine Ei kamen David und seine Männer entgegen, ganz dicht bei. Vers 23, 24. Als Abigail David sah, stieß sie schwind von ihren Esel rauf und kneut sich vor David, ganz bei ab ihr, krieg vor Arm. Und sie sagt, lud die Schuld ganz ab mir kommen. Herr, ein kleines Bestien um mich und ich vor die alles sein, was hier geworden ist. Abigail hat die ganze Schuld ab sich genommen. Dort hat nichts mit ihr zu tun. Nicht. Sie stand nicht einmal an ihr vor, David wollte Nabal und seine Männer aufschaffen. Dort wird Gottes Gnade und Abigail hier angriffen. Und liebe Geschwister, ist doch nicht Gottes Gnade gewesen, dort Jesus Christus angreift in unseren steht ab Golgatha an, so dass wir Frieden mit Gott können haben.
Paulus sagt in Römer 4, Vers 8 und 9, über Gott weiß an seiner Leib duran, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder wären. Wo viel mehr da, nu, dass wir durch seinen Blut sind gereich geworden, wo wir durch Arm von Gott seinen Euer verschont blieben. Das tut Jesus für uns. Und das tut Abigail für Nabal. Was Abigail für Nabal in seiner Mann tut, ist auch ein gutes Beispiel von was sanfte wird und auch Liebestaten tun kann. Wo leicht ist es, kart mit Menschen zu sein, die uns kart anreden tun. Oder vielleicht sei wie, wo weiße Menschen, eine Familie, bei der Arbeit oder eine Gemeinde einander nicht leiden kann und immer miteinander streiten tun und nervös Frieden haben. Können wir auch nicht helfen, Frieden zu finden? Frieden zu finden, und es steht dort, wie bloß in so einer Beispiel Sieden würden nehmen. Das ist so leicht, eine Siede nehmen, nicht? Besonders wenn dort uns Freunde essen sein, ja, du hast reich. Aber an der Stelle eine Siede nehmen, würden wir nicht sagen, krieg dort tun, was Abigail hier tut. Probieren ihn zu helfen, Frieden zu finden. Frieden. Jesus sagt, Matthäus 4, Vers 9, selig sind die durch Frieden merken. Juchtig sagt dort Friedenstifter. Selig sind die Friedenstifter sind. Selig sind die durch Frieden merken, die wollen Gott seine Kinder halten. Das Vers schlägt auch noch besser auf Englisch, das sagt, blessed are the peacemakers. Peacemakers. Thinks, then we'll be called children of God. Kriegst du, was Jesus dort für uns tut? Hei mir Fried zwischen uns und Gott. Und wir sagen immer, wie wollen uns Gott sein? Wie sollen uns Gott sein? Wie sollen uns Jesus Christus sein? Was tut Jesus für uns? Hei mir Fried zwischen uns und Gott. Wenn wir Kinder Gottes werden heute, wenn wir so Jesus wollen sein, dann selig sind wir, wenn wir Frieden merken. Wenn wir Frieden merkers sind. Wenn wir durch angreifen, dann wo Gott uns dort auf dem Hort leicht. Jesus will uns brücken, um seinen Frieden zu verbreiten. Liebe Geschwister, woran dann wird es so weitlaftig getan? Wir sagen vielleicht, dort ist nicht meine Sache. Und ich meine, für uns ist es dann ganz leicht, right, zu sagen, das ist nicht meine Sache, ich habe nichts damit zu tun, ich will nicht von dort weiten. Und einer muss abpassen, dass einer nicht alles weiten tät. Aber, wo Gott uns dort am Hort legt, guck mal, wisst du nicht, was sein kann? Wisst du nicht, was tun kann? Nicht angreifen kann? Die Menschen, die haben diesen Streit auch für Jahre gehabt und er fährt halb. Dort ist so viel leichter, bloß eine Siede nehmen und dann zwei Gruppen haben, so wieder und so bleibt dort. Aber Jesus sagt, selig sind die durch Frieden merken. Hör mal, was Gottes Wort in Römer 16, Vers 17 und 18 sagt. Römer 16, Vers 17 und 18. Das ist ganz leicht zu lernen. Kapitel 16, Vers 17 und 18. Okay? Brüder, wehrt ihn für die Streit in Spallingen anstellen, und gegen die Lehrguten, die geliert haben. Gebt ihn nicht auf mit die, sondern Menschen sind nicht und Christus an den Herrn über und ihren eigenen Bock versklavt, und der Glote wird in Schmeichelreden verleden sie Aschuld gehorten. So, wenn wir Sieden nehmen, dann, wenn wir Spallung und gestatten, dann sagt Paulus, dass wir nicht Kinder Gottes halten können. Gruppen merken, Sieden nehmen, sind Dinge, die nicht sollen, ohne Christen zu finden sein. Abigail könnten eine Sieden nehmen und dann sagen, naja, laut David angebracht worden, oder nicht David, laut David den Nabal anbringen. Der hat es verdient. Der hat es doch verdient. Aber nee, sie nehmen Nabals Schuld ganz ab sich und probt Frieden mit David zu merken. Wir schließen dann, weil ich noch einen Punkt erwähnen.
An den Versen 28 bis 31 lesen wir, wo Abigail Davids Euer beruhigen können. Und dort wir nicht bloß durch das Eten, was sie mitbracht, aber durch Gottes Wort, dass sie Davids Euer beruhigen können. Und das ist, was sie zu David in Vers 28 sagt. Vers 28. Sie sagt zu David, bitte verjaf mir deineren, was ich verfehlt habe, und dort ich die, was sei, der Herr wird die, meinen Herr, noch unbedingt ab lang eine starke Familie mehr, willst du, mein Herr, für dem Herrn seine Seed anstunden des, versteht ich. Und wenn der Herr ihr all das Gute, was an die, meinen Herr Juden hat, so als er dort versprochen hat, und die zum König in Israel gemerkt hat, dann wirst du keine Schande dran bringen oder die schämen machen, wirst du das Leben von einem unschuldigen Menschen genommen hast, oder wirst du selbst Rache aufholst. Eins wird nicht gesagt, wo sie das alles über David wissen. Zum Beispiel, was Gott am Verhalten hat, dass er eine nur König werden wird und so weiter. Aber Hauptsache ist, dass Gottes Wort David beruhigen wird. David dachte darüber nur, was Gott am Versprechen hat in seine Eier verleiht. Und das ist auch gute Route für uns, dass wenn wir geeiert feilen, dass wir Gottes Wort lesen dann. Und die Verheißungen in Gottes Wort überlesen wurden, so dass Gott zu uns reden kann. Und dann wird uns euer auch mehr verluten. Und manchmal fallen wir uns so sehr verletzt oder über wo andere uns behandelt haben. Und dann denken wir darüber nur, well, vielleicht würden wir die Person tun können. Für was er mir getan hat. In Kreisen und wo verletzt wir uns fallen, wo wir in Gottes Wort niemals die Erlaubnis für Christen finden, sich an andere zu rächen. Oder kann wir das tun? Sei wir erlaubt, das zu tun? Never. Niemals. Gottes Wort sagt in Römer 12, Vers 19. Dort niemals rach euren, lieber Freund, jef Gott seinen euer Rühm du tau, wie es dort steht geschrieben, rach euren es meine Sache. Ich will drei tun, sagt der Herr. Am jüngsten Tag, am letzten Tag, wird Gott alle Menschen rechten machen, und dann wird ein jeder dort kriegen, was er für dein Hafen leben. An Tiden, wo wir dort schwor haben, ist es viel leichter Dinge zu tun oder sein, die uns Leute sehr leid tun. So ist es mir mal gut. Und Krieg so wird es auch für David. Dort wird nicht leicht für ihn, sich jeden Tag, jeder Tag versal zu verstärken und leider über 600 Männer in der Wildnis zu sein. Und dann seinen Freund Samuel zu verlieren. Und als er so durchgeschlagen wird, passt er nicht genug ab und er leitet seine Eier rüd. Nabal hat sehr arg gehandelt, und das wird sogar seine Früh ganz klar zu sein. Über Amt zu bringen, ging ganz gegen Gottes Wort und Gottes Willen für David. Also schickte Gott Abigail nach David, um seinen Eier zu beruhigen. Abigail nahm Nabals Schuld ganz ab sich, ganz. Und Christ als Christus unsere Sinnenschuld ab sich nehmen. Liebe Geschwister, wo sind wir? Haben wir Troubles und Probleme mit Eier und Wut? Was sagen andere Menschen über uns? Oh, in Englisch sagt einer, they have a short fuse. Und das meint so viel, eine kann die Person bloß wenig sein, was dull wird. Haben wir so ein Zeugnis? Wenn ja, ja wie Jesus von der Hauptfrauen, die will uns helfen damit. So wie Menschen eine Familie bei der Arbeit oder eine Kirche, die sich immer weiter streiten tun, well, vielleicht will Gott ansprechen, an zu helfen, Frieden zu finden. Seilig sind die Friedmerker. Dort sei wie. Muss Gott uns helfen. Amen.